Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir es noch gesagt kriegt. Entweder die Little Sister menschlich mache und weniger Adam kriege, sodass ich gerade noch so die nötige Adam-Vorräte kriege, um mir das Plasmid zu kaufen, und dann gibt es auch Belohnungen wie im Enser. Oder ich zerstöre die Little Sister und krieg mehr Adam. So, erstmal einen Andrew Ryan Kopf weggemacht. Ja, ich denke, ich werde mich entscheiden, die Little Sister zu retten. Ich bin nämlich so ein Arsch wie im ersten Spiel. Das mache ich nicht nochmal. Dass ich die Little Sisters ausbeut. Ich bin nicht einer von den Rapture-Arschgeige, die nur sich selber kennen. Ich denke, das mal wirklich von Anfang an ein anderer. So, zack, zack, zack. Und blau. Ich will noch ein bisschen Dollar Krieger. Und bei der nächsten Waffe-Upgrade-Station kann ich mal das coole Ding dann leichter. Das ist dann erhitzt, wenn ich sie abschieße. Das wird ziemlich gut, denke ich. Okay. Uah. Creepy. Und hier nichts mehr. Dann hacken wir erstmal hier. Kriege ich noch was gratis? Ja, das kann ich ja dann nicht gebrauchen. Aber der Heckpfeil kaufe ich mal noch. Boah, diese Automaten sind nach wie vor sehr gruselig. Okay. Hier kann ich die Sister wieder abliefern. Wenn du eine Little Sister zu einem Lüftungsschacht bringst, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Beutest du sie aus, dann bekommst du das Adam-Maximum, das du für Plasmide ausgeben kannst. Doch sie wird diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das Mädchen wird geheilt. Okay. Tja. Retten. Da fällt mir die Entscheidung das mal leicht. Plus 80 Adam gibt's noch. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und splice dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Okay. So. Gut, die ist in Sicherheit. Die Adam-Spritze ist hier. Und jetzt kann ich das Adam endlich nutzen, um mir Plasmide zu kaufen. Dann kann ich für 90 noch das Adam... für 90 Adam kann ich dann abfackeln kaufen, und dann gucke ich mal, was noch drin ist, um mir Gesundheitsupgrades und so weiter noch zuzulegen. Hey! Gut, ich habe hier noch meine Drohne bei mir. Gut. Gut. Okay, mehr Handy nicht bei sich. Die Schlägerspleiser. Die hat noch so Tonikum bei sich. Und der hat auch noch ein bisschen Kruscht dabei. Okay, der hat nur noch Bohrertreibstoff. Ich denke, das wäre auch nicht mal so verkehrt, jetzt für Bohrer wieder umzusteigen. Okay, hier bin ich dann endgültig durch. Gut. Dann kehren wir wieder zurück. Das ist schon abgeschlossen, ja. Haben wir noch Frischwasser dabei? So. Scheiß Typ. Oh, Mann. Also manchmal verschrecken sie mich immer noch, die Kerle. Dann habe ich schon aufgemacht. Ja, es ist halt immer gemein, wenn die wieder respawnen, aber das ist ja eigentlich auch nur logisch, dass die dann wieder zurückkommen. Ich meine, nur weil man Ammo Stage gecleart hat, heißt es noch lange nicht, dass man dann völlig frei ist. Da können ja immer mal wieder welche hinterherkommen. Okay, als hinterher. Moment. Da muss ich lang. Da kann ich immer noch nicht durch. Schade, schade. Da geht's weiter. Hä? Ja, da komme ich aber nicht durch. Stuff only. Ah, da. Dummkopf. So. Vorwärts gemacht. Wenn man nicht völlig blind und blöd ist, dann klappt das auch. Los, Choppers!
Ey, 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 ey. Ganz vorsichtig, Leute. So. Erstmal ein neues Loch gebohrt. Das hast du doch verdient. Hör auf, dich zu heilen an der Station. Die ist nur für mich. Vor allem hier auf wertvolle Dollar auszugeben, die sind auch für mich. Ah ne, das war nur Sicherheitsnotschalter. Okay, ich habe gedacht, die gehen zu einer Heilstation. Na gut, dann sei es mir Verzieher. Niete, Falle-Niete. Was haben wir dann noch? Anti-Personen-Munition. Ja komm, holen wir nochmal auf Maximum. Und da holen wir uns auch noch ein paar mehr von den Dinger. Da kann ich jetzt nämlich endlich auch wieder so Argreifer. 18er hat er jetzt mittlerweile durch das Upgrade kriegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, gut. Dann petze ich mal noch so Verbandskasterei. Und dann kann ich jetzt dort hier gehen, wo ich schon mal war. In meiner Erkundungswut. Da war ich ja schon. Ja, das sieht auch etwas sauberer aus. Da kann man das erwarten. Gruselige Musik. Oh, da ist noch eine Kassette. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Ja, immer. Rapture ist ein Organismus, Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Verstehe ich Wenn nicht. Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Das sehe ich anders. Erstmal einen Schluck Wasser nehmen. So. Wow, hör auf. Okay, erstmal das Ding hier. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Sehr schön, das nennen wir da. Die Filme sind so geil. Bis auf 1000 Grad. Achtung, Feuer breitet sich aus. Gut, da habe ich aber auch noch genug, um das Zeug hier noch zu holen. Gesundheitsupgrade, da habe ich mehr Gesundheit und Eve-Link, Verbandskästen verleihen auch Eve. Hol mit Eve-Link mehr aus deinen Verbandskästen heraus. Dieses revolutionäre neue Gentonikum lässt deinen Körper Eve produzieren, wenn du Verbandskästen verwendest. Hol ich mal doch. Okay, mehr gibt's in dem Gatherer's Garden eh nicht. Sagen wir, Tom hat einen romantischen Abend mit einem Mädchen. Was würde sie wohl mehr beeindrucken, als ein Kaminfeuer entfacht mit einem bloßen Fingerschnippen? Und? Ja, so geht es. Oh, das ist ja auch geil gemacht hier durch seine Big Daddy Hand. Das sieht echt cool aus. Ja, jetzt habe ich das. Aber diese Party ist gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre, aber niemand kann ihm helfen. Hey. Ich hab Feuer für Karls Zigarre. Da kann man das erwarten. Gruselig. Ah. Da ist noch einer. Ah, dann hätte ich wahrscheinlich durch das Ausbeute von der Little Sister nochmal hier 40, 60, 85, 130, 155 Adam wahrscheinlich nochmal kriegt, um mal den ganzen Rotz hier nochmal leisten zu können. Aber das ist es mir dann doch nicht wert, so Sister deswegen zu Killer. Ich warte auf die Belohnungen ab, da ist bestimmt genug Adam dann drin für sowas. Bestimmt dann nochmal 250 Adam Belohnungen oder so drin, wenn ich ein paar von denen gerettet habe. Extra Nahrung, vorsichtiger Hacker, Körperpanzerung, Gentonika-Slot und hier nochmal Eve-Upgrade. Okay. Ja, du sparen wir halt fürs nächste Gatherer's Garden. Einfache Sache. Schwere Niete, Hop-Up-Cola, Fallenniete, schwere Niete, Fallenniete, Hop-Up-Cola. Okay. Sehr schön. So. Das mache ich einfach mal so, weil ich es kann. Das tauen wir jetzt auch nochmal auf hier, den ganzen Scheiß. Geht es nicht? Nö. Ah, na. Nochmal richtig schön reingeknuspert. Okay. Nee, da kann ich nichts mehr machen. Na gut. Na gut. Ja, so werden wir wahrscheinlich doch nochmal zu den ganzen Dinger kommen, aber egal. Ich warte einfach ab, was die Belohnungen bringen. Da sind vielleicht auch ein paar von den Tonika mit dabei.
Arena. Oh, da. Arena. Oh, da. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was kommt. Nö. Hier ist jetzt aber ordentlich was ausgelöst worden. Ich glaube, die Big Sister könnte wieder kommen. Ja. Oh, Big Sister. Ja, ist schon kein einfacher Gegner. Brennende Feinde nehmen stetigen Schaden. Ich glaube, die kriege ich. Die Hotelikinese abgespleist. Die kriege ich. Ah, die ist schon härter als die Big Daddies. Oh, fuck. Boah, scheiße. Hab ich dich. Hab ich dich, du Gredel hinter der Heck. Trophäe erhalten. In Kupfer unzerbrechlich. Hol mich, der Teufel. Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. 40 Adam. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. Sehr geil. Die bringen auch noch Adam. Das finde ich sehr, sehr geil. Tau die gefrorene Tür auf. Okay. Geil. Geil, geil, geil. Die geben auch noch Adam, die Big Sisters. Das ist natürlich praktisch. Da kann ich mir nämlich hier noch schön das Eve-Upgrade holen. Auf jeden Fall. Wobei, was ist das andere? Kann ich noch Gentonikum freischalten? Hackernadel bewegt sich langsamer. Ja, das können wir fast nächste Mal uns vormerken. Erstmal das Eve-Upgrade. Perfekt, perfekt. Ja, jetzt hoffe ich darauf mehr von den Big Sisters als Gegner. Wenn die hier sowas bringen, das ist doch optimal. Richtig geiler Scheiß. Gut. Die hat nichts mehr bei sich, die Big Sister. Was ist das? Ah. Das ist sogar wirkliche Erklärung. Eine Big Sister kombiniert die Stärke eines Big Daddy mit der Adam entziehenden Fähigkeit einer Little Sister. Hui. Sie ist gepanzert, tödlich und kann im Ozean überleben, aber sie ist auch in der Lage, Leichen Adam zu entziehen, um ihre Plasmid-Fähigkeiten zu steigern. Wird eine Little Sister von einem Splicer entführt, dann stellen die Big Sisters die letzte Verteidigung, wenn sie aus den Schatten auftaucht und den Angreifer jagen. Danach kehrt die Little Sister in das System zurück und erneut mit ihrer Arbeit zu beginnen, oder das Adam wird von den aufsässigen Splicern geborgen. Neben den Sprung- und Stoßangriffen verfügen die Big Sisters auch über genetische Fähigkeiten wie Abfackeln und Telekinese. Haben wir ja gesehen. Big Sisters sind äußerst beweglich und können wie ein Spider-Splicer Mauern erklimmen, um ihre ahnungslosen Ziele zu erwischen. Finde ich auch mal schön. Soll ich vielleicht mal häufiger verwenden. Bei Gegnertypen, einfach mal um die vorzulesen, was die so Tolles können. Okay, wunderbar. War dann noch hier irgendwo was ich erledigen konnte auf die Art? Ups, das war nicht so klug von mir. Das war absolut dumm. Das war nicht das war nicht klug. Das war auch nicht ein bisschen dumm oder so. Das war richtig saudumm gerade. Okay. Einfach mal geradeaus weitergelatscht und voll hier in der Scheiße gelandet. Ich möchte jetzt aber gerade mal gucken, ob ich da nicht noch irgendwas verpasse, was ich möglicherweise noch auffeuern kann. Ich glaube, hier war nämlich noch was. Die moralische Pflicht, die allgemeine Freude zu vermehren. Genau. Und das allgemeine Leid zu lindern. Ja. Allein sind wir nicht. Ja. Bloße Werkzeuge des Eigennutzes. Mistkerl. Gemeinsam sind wir die Familie. Und durch unsere Einheit transzendieren wir das Selbst. Ich glaube, hier war noch irgendwas, was ich sogar noch... Eve-Spritze im Klo. Das sind immer die beste Falle-Niete. Habe ich schon alle 8 normale Niete? Kann ich jetzt endlich wieder Eis sammeln? Sehr schön. Allein schon dafür hat es was gebraucht. Da habe ich ja noch nicht so die Munitionsknappheit gehabt, wo ich das hier untersucht habe. Dann habe ich schon ausgeplündert. War hier nicht noch irgendwas? Nö. Okay. Na, dann will ich nichts gesagt habe. Hier kann ich nicht aufmachen. Nee, okay. Alles gut. Dann habe ich ja nichts verpasst. Wunderbar. Dann können wir wirklich dort hier zurückgehen, wo ich hier sollte. Und kann mich dort drum kümmern, dass der Zug wieder läuft.
So. Aber die Big Sisters, muss ich sagen, ich bin schwer überrascht. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich wäre sehr dafür, dass ich mehr von denen als Gegner krieg. Naja, noch ein bisschen Treibstoff von dem Mülleimer. Okay, wunderbar. Gefällt mir immer gut, wenn ich auch Adam noch krieg. Das ist ja sowieso etwas rar gesät. Für Ryan war das Individuum ein Held. Ein edler Überlebenskünstler. Und Rapture war sein Paradies. Ein Schrein für die Überlegenheit des Egos. Und das Ergebnis? Sklaverei, Völkermord, Chaos. Jetzt, da der Tyrann tot ist, sind wir ein wahres Kollektiv. Huh. Eine einzige große Familie. Ach, eine ziemliche Schwätzerin. Ja. Gut. Ein paar Dollar habe ich auch noch gekriegt. Und dann hören wir mal das hier. James war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Und jetzt ist es, als wäre er niemals nach Rapture gekommen. Er hörte mich im Limbo-Room singen und kam an ganz schüchtern. Er hörte gerne Songs darüber, wie es wirklich ist, in dieser Stadt zu leben. Ich glaube, er hat versucht, Leute gegen Ryan aufzuwiegeln. Und jetzt ist er weg. Und ich bin hier und singe, erhebe dich, Rapture, steig auf. Und habe eine Höllenangst, dass sie mich auch abholen. Ja, scheint ja toll gewesen zu sein hier. Und der Sinclair, der uns da hilft mit der Smithers Quagmire-Stimme, der Typ soll ja auch der Problemlöser vom Andrew Ryan gewesen sein. Toll, dass der Typ noch lebt. Ich glaube, der ist sehr auf unserer Seite, der Kerl. Ah, 2 Niete gibt es hier auch noch. Und da ist uninteressant. Ich glaube, da drüber war aber auch noch Zeug, was ich noch nicht eingesammelt habe. Ne, die Eve-Spritze sind jetzt auch wieder voll. Das ist jetzt egal. Genau, hier die Niete noch. Sehr schön. Kann ich wieder mit meiner regulären Munition schießen. Gut, da konnte ich, glaube ich, auch nicht durch. Ne, immer noch nicht. Und aufgeschmolzen. Taue die gefrorene Tür ab. Ausgezeichnet, alter Junge. Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Typ so scharf bin. Starte die Bahnlinie neu. Weil ich bezweifle, dass der auf unserer Seite ist. Der wird uns wahrscheinlich auch nur zu seiner Zwecke ausnutzen, der Typ. Gut, dass man immer nur Hebel ziehen muss. So für die ganz blöde. Huch. Ah, da ist er. Unser Kumpel. Aber wir kommen nicht raus. Ich sehe einem Mann Sein gern in die Mutterstängel. Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden es weit bringen. Sein Nutterstängel, den er da in der Hand hat. Alter, wie er sich schon bewegt, der Typ. Trophäe erhalten in Silber Sinclairs du bist Lösung. eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein, du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Okay, jetzt kommen wir ja wenigstens wieder raus. Schieß und starte die Bahn. Gut, erstmal die Splicer-Killer. Gut. Das war's mit euch. Na. Ja, wo bist du dann? Ach, da hinten. Gut. Na, komm schon. So, machen wir das. Gut, aber vorher möchte ich nochmal die Typen plündern, bevor ich hier in die Bahn einsteige. Und würde ganz gerne noch in den anderen Raum reingehen. So, darf ich gerne wieder nachladen. Da hätte ich mit dem Abfackeln nach die Ölpfütze anzünden können. Na egal. Wir sind ja auch so durchgekommen. Kartoffelchips, ach schön. Ich weiß, dumm muss ich rein. Aber ich will auch noch mal in den Raum, wo die Splicer waren. Da findet man nämlich schon wieder eine Mitteilung, so Audiolog. Falsche 50er. Und, wer erzählt's? Das Sinclair. Andrew Ryan.
Der hielt den freien Markt für eine Art Gott, der uns alle über den Regenbogen ins Paradies führen würde. Ich hingegen halte den freien Markt für eine fette Hure, die Gold nicht von falschen 50ern unterscheiden kann. Und so wurde der gute alte Andy zu seinem eigenen Gespenst. Und ich habe falsche 50er gedruckt, bis ich Geld hatte wie Dreck. Okay, also der hat auch ordentlich der Ryan beschissen. Und zwar nicht die Splicer, die hier drin gelauert haben, sondern er. Sorry. Sinclair hat hier gewahrt. Das war falsch von mir erstmal. Aber wieder korrigiert. Sodela. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt in der Episode noch hier rein. Du bist dabei, diesen Level zu verlassen. Du solltest sicher gehen, dass du alles erledigt hast, bevor du weitergehst. Habe ich. Das habe ich. So, das können wir noch machen. Steig in den Zug ein. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Weil ich habe hier alles abgestaubt, was ich abgestaubt habe. Aber es ist nochmal schön, dass die Entropie weisen, dass man hier offensichtlich nicht mehr zurückkehren kann. Und dass man dann lieber alles untersucht hat. Okay. Ah, wenn du eine Little Sister rettest oder ausbeutest, musst du immer damit rechnen, dass eine Big Sister Jagd auf dich machen wird. Ach, interessant. Das ist interessant. Ja. Ich denke, das wird auch wieder häufiger vorkommen, dass ich Little Sisters adoptieren kann. Sprich, dass ich irgendwo Big Daddies sehe, die dann abmurks, um dann die Sister zu adoptieren. Und dann kann ich mit der wieder Adams sammeln. Das ist schon interessant. Also ich muss sagen, die haben viel aus dem ersten Teil gemacht und haben einiges verbessert. Okay, hier geht auch wieder was. Oh. Oh, was ist denn das für ein Feinaler? Ups, Gorilla Splicer oder was? Der Schienenverkehr wird eingestellt, bis er gefunden wurde. Denk daran. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Alter. Ja, die macht ja auch das Beste hier aus Rapture, wie man Lamb sieht. versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt. Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie und besorg den Schlüssel. Ja, Grace Holloway, das war die Schwarz, von der man das Audiolog gehört hat. Geht zum Sinclair Deluxe Hotel. Gut. Dann würde ich aber sagen, das ist etwas, worum sich der Yankee von morgen scheren kann. Und den armen Hund... Ups, den armen Hund beneide ich definitiv nicht darum, dass er das machen muss. Und wir sehen uns dann auch morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Nachdem ich hier alles untersucht habe, hoffentlich. Das ist eine ekelhafte Fratze, Mann. Gut, ich denke, soweit bin ich auch hier überall durch mit dem Erkunder. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen wieder. Das kann ich nicht aufheben. Ist aber interessant, das Versteck für die Rückkehr, wenn wir hier wieder durch sind. Jo, da bleibt mir nur noch zu sagen, machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.